Marius. Ich begrüße ihn in den Namen des Herrn, ans Jesus Christus. Es war gut, rüberzukommen, Gott zu loben und zu preisen und am nur zu fallen. Den Thema von diesem Marius, was ich mir gewählt habe, von zu reden, ist der Glauben an Jesus, Gott sehen. Als Jesus hier auf Erden wohnen, die Menschen, Raum die Juden und alle Menschen, die wissen, dass er Jesus wer er wir, die kannten ihn, aber wo sie ein Trouble mit hatten, zu glauben, dass er Gott sehen wir. Da haben sie ein Trouble mit. Wenn er sagt, er wird Gott sehen, da haben sie ein Trouble mit, das glauben sie nicht. Und dass er können Sünden vergeben und er das ewige Leben anbieten wird. Dann werden sie bedeuten, wollen sogar steigen und dort merken, für was er sagt, wer er wir und was er kann tun. Und wenn wir damit an denken, dann, ich glaube, wir sind, wo wir abgewaschen sind, so wie ich sage, den war ich abgewaschen und abgetragen, dass uns ist gelehrt von Gott, von der Bibel und alles, über wer er wirklich ist, dass er kann unsere Sünden ganz vergeben, dass wir dadurch an das Evangelium hören und glauben und dass wir ewige Leben können oben dadurch an. Da haben viele Menschen ein Problem mit, das zu glauben und das anzunehmen. Und wenn wir die Schrift lesen, dann können wir aber ganz klar sein, dass er hat das ewige Leben angeboten, dass wir das weiten, dass wir das haben, dass wir nicht brauchen zweifeln. Und viele Menschen, die zweifeln daran. Sie weiten nicht und sie können nicht so recht leben, dass sie das weiten, dass sie das ewige Leben haben. Aber nur die Schrift noch, können wir das ganz klar weiten. Wir brauchen nicht zweifeln. Und auch, dass wir das bloß brauchen annehmen und glauben, dass wir das ewige Leben haben. Viele Menschen, die haben das so zu holen, sie glauben, sie machen das Wort verdauen. Wenn uns was sehr gut angeboten wird, dann fallen wir vielleicht auch auf mal so, dann glauben wir, da muss ich was verdauen, das kann nicht in Sand sein. Was kann ich tun, um das halten zu betonen, für was das gekostet hat? In kriegst du erst einmal das Evangelium, da können wir nichts verdauen. Und dann, was wir proben, das bringt uns nichts dichter wieder nur Gott, wenn wir das mit unseren Worten tun. In Epheser 2, Vers 8 sagt er, ihr seid durch Gott seine Gnade gerat. Willst ihr glauben? Das ist bloß durch seine Gnade. Das ist nicht durch eure Worten. Das ist ein Geschenk von Gott. Und das ist das Wichtige, dass wir dort glauben und annehmen. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht Worken, sodass keiner unser Kraft sich selbst zu loben. Als Paulus und Silas hier auf Erden waren, als Paulus rumging und vertalte Menschen von was sie mussten tun, was sie selig waren, ging alle in den Raum mit Silas taub und predigte zu den Römer und sagten, dass sie können, dass weiten, dass sie selig waren und was sie mussten tun. Und da war dann festgenommen auch für ihr Glauben, für was sie da predigen deuten, und war in ein Gefängnis geschmissen. Erstlich geschert durch die Haft, blutig gekillt und dann im Gefängnis dann geschmissen, für was sie da rumgingen deuten, dass sie sonst dort predigen würden. Und in Antwort sogar festgekehrt im Gefängnis. Und dann wird den Gefängniswächter angestellt, dafür zu wirken, dass sie nicht würden wegkommen, dass sie da würden bleiben. Und hier noch wie das Gefängniswächter vielleicht angeschlagen. Und danach, als sie im Gefängnis waren, sangen Paulus und Silas und preisten Gott. Und sie auch so sagen, und das hier wären, festgekehrt wären, im Gefängnis fast wären und ganz blutig und verschlauen. Dann fallen sie dabei noch einmal nur Gott loben und preisen und sie singen dort. Und andere, was da mit entwären, die hielten dort auch alle, was da angehen dort. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 16, Vers 26, und sagt, und plötzlich kam da ein großes Erdbeben, dort das Gefängnis wird ab dem Grundfeld schettert. Dann sagt er, Fußab besteht, gingen alle deren up, und an fallen all die Ketten auf. Und wenn wir hier mit denken, dann was hier passieren wird, der Gefängnis deren, die gingen up und fallen die Ketten auf. Und dort, als das passiert, dann weicht der Gefängniswächter auf einmal ab und sagt, was da passiert wird. Und er dachte, Fußab, die würden alle weggerannt sein. Er kijkt nur die deren, und wurde gesehen haben, die sind aufgewasst. Und Fußab hat er gedacht, an die Gefängnis, die Prisoners, die wurden alle weggerannt. Und
Und die haben so einen Gesetz, der Römer hat so einen Gesetz von wer wird angestellt, abzupassen, im Gefängnis in so einer Stadt, wenn die wegkommen, dann werden sie in die Gefahr für ihr Leben. Der wird da so noch abpassen. Und das war das Gefängnis war ich da auch, doch weil die West hatten, er wird kurz, bedauert, er muss das Maß haben, will sich in ein Leben nehmen. Aber Paulus sagte ihm, er soll sich nicht tun, er soll das Maß nicht nehmen, sich nicht das Leben nehmen. Er soll nicht tun, sie werden alle da. Und da war der Tag, weil ich an Reich leben, dass das passieren würde. Dass sie die Gelegenheit hatten, gehört, weicht heran und sie werden geblieben. Und dann sagt er in 16. Kapitel, Vers 30, und sagt er brach an Rüd und seht, liebe Herren, wo man ich tun, dass ich selig war. So kurz hat er ihm verlangen, zu weiten, was er muss tun, dass er muss selig werden. Vielleicht hat er auch so ein Leben, wo er sagt, dass er so ein Mensch wird werden, das dort. Hier wisst ihr, dass hier wird zu haben. Und dann sagt er, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben haben. Und wenn er sagt, wo wisst ihr, dass das können das ewige Leben anbieten? Dort wird er im Gefängnis dann geschmiert worden, dass sie das predigen leiden. So, sie wissen, dass diese hatten das ewige Leben anzubieten. Sie wissen, was sie mussten tun, um selig zu werden. Und was sie dann sehen in Vers 31, sehen sie zu am Glaube an dem Herrn Jesus Christus, dann wirst du in deine Familie selig. Er verspricht sogar, er sagt, da wirst du in deine Familie selig werden. Und wir weiten in Apostelgeschichte 16, Vers 32, sagt er, dann predigen sie den Herrn sein Wort an, in zu all die Sinje im Haus. Also hier hatten die ganze Familie die Gelegenheit, Gott sein Wort anzuhören. Und wir weiten, dass der Glaube, der kommt durch Gott sein Wort hören. Nur Römer 10, Vers 17 sagt, dass er kommt der Glauben durch die Predigt, in der Predigt von Christus sein Wort. Dadurch kommt der Glauben. Gott sein Wort anhören. Und dann sagt er hier, sie kommen alle zum Glauben. Will sie hören alle das Wort an. Sagt er in Vers 33, und kriegt dann danach, wasch er an der Blutstrippen auf, und fuhrt da, lässt er sich in seine Familie deipen. Also hier kommen die zum Glauben. Und sie haben Fuß und Verlangen, sich zu deipen zu lassen. Die ganze Familie. Und er hat sogar ein Verlangen, dass er will an der Blutstrippen, was er gekriegt hat, aufwaschen. Hier will er was Gutes tun, zu Ernst, was sie angerührt haben. Und das sagt in Markus 16, Vers 16, und sagt er, wer geleift und gedeipt wird. Also der Daub, der folgt, Lothar, erst kommt der Glauben. Wer geleift und gedeipt wird selig worden. Und dann höre ich mir das, was hier dann sein. Also wer aber nicht läuft, wird verdammt worden. Also da ist entweder wir leben oder wir leben dort nicht. Wo du wie? Glaube ich dort oder glaube ich dort nicht? Wer läuft, der wird selig worden, und wer dort nicht läuft, der wird verdammt worden. Dann sagt er, in Heinaim am Bisek im Hüs nahen, in Sadam Etenfer. Und er freut sich, dass er mit seiner ganzen Familie wird zum Glauben gekommen an Gott. Hier wird eine Freude in das Haus. Wenn wir hier denken, was hier passieren wird, erstlich hat er ein Verlangen, er will sich sein Leben nehmen. Und Paulus, der Rat am Durchfahren, dass er sich nicht für sein eigenes Leben nehmen. Und nun hat er dort gehauen, und dann hat er noch bovenab das ewige Leben gekriegt. Hat er dort vertuscht und hat das ewige Leben gekriegt. Er und seine ganze Familie wird zum Glauben gekommen und leiten sich hier deipen. Und der Schrift sagt, was das für eine Freude im Himmel ist, wenn ein Sünder sich bekehren wird. Und hier werden die Engel sich im Himmel auch gefreut haben. Lukas 15, Vers 7 sagt, ich sage Ihnen, gerade so werden sich auch die Engel im Himmel mehr über ein Sünder freuen, der amtiert, als über 99 Gerechte, der nicht amtieren brücken. Also da ist eine Freude im Himmel sogar, wenn ein Sünder sich bekehren wird. Und hier wird eine ganze Familie, die wir zum Glauben gekommen. Das sage ich nicht, wo viele in dieser Familie wären, aber das ganze Haus wird zum Glauben gekommen und leiten sich dort darauf. Viele Menschen, die können das nicht leben, die können das nicht annehmen, dass ihre Sünden betont sind. Und dass Gott kann uns das vergeben und dass wir gerettet werden. Ich rede in Stütze 3 mit einem Mann,
er hat ein großes Bedürfnis über seinen Schwiegervater. Er vertelt von seinem Schwiegervater sein Leben und wo er mit arm stund. Und der hat gesagt, vor allem wieder gleich möglich. Vor allem wieder gleich möglich, dass Gott am kann seine Sünden vergeben, dass du eine Gelegenheit sein, vor allem zu geraten zu werden. Und am ging das auch schlecht über arm. Er hat geprüft zu sein, dass Jude wieder eine Möglichkeit hat. Er sagt, no, er hat eine große Sünden begonnen, vor allem wieder nicht möglich. Und so leben die Menschen von dir, die leben das nicht. Die können das nicht annehmen. 1. Johannes 2, Vers 2 sagt, Christus hat mit den Tod unsere Sünden betont. Und nicht nur unsere, auch von allen Menschen auf der Welt. Also das wird Jesus allem an, jeder Mann auf der Welt, wer immer das ist. Auch in 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber hier ist eine Bedingung, das sagt, wann wir unsere Sünden bekennen, wann wir die bekennen und uns der Leid sind, dann reinigt er uns. Und dann sagt er noch sogar, er wird unsere Sünden beinehmen. In Psalm 103, Vers 12 sagt er, das steht, so wie aus Osten von Westen ist, nimmt er unsere Sünden von uns weg. So wie das Osten von Westen ist. Und wo wird das Osten von Westen? Das hört Himmel ab. Wenn wir uns abmerken, wir gehen Osten, wir bleiben beim Osten gehen, so wie es wir gehen immer Osten. Oder den anderen Bereich, wenn wir Westen gehen. Das ist ein gutes Beispiel, was er hier gegeben hat. Er sagt, so wie das Osten von Westen ist, nimmt er uns unsere Sünden weg. Ich glaube, das so zu sein, er nimmt uns der Allerweich, der ganz Weich. Auch in Hebräer 8, Vers 12 sagt er, es steht, ich will mir über ihn erbarmen und will Sünden vergeben und nicht mehr daran denken. Ist das nicht schön? Er sagt sogar, er würde nicht mehr daran denken. Nicht, dass er das erst wirklich vergeben hat, aber er wählt sich, da nicht mehr daran zu denken. Das scheint er zu weiten. Das ist Gott sein Wort. Gott sein Wort sagt, dass es das. Glaubt wie dort? Erst sagt er vergibt uns und reinigt uns. Nummer 1. Und zweitens sagt er nimmt uns die Sünden weg. Und dann sagt er 3, er wird nicht mehr daran denken. Ich glaube, das ist ganz klar genug gesagt, dass er es will, uns unsere Sünden aufzunehmen, wann es der Leid sind und wie die bekannt tun. Und dann sagt er in Hebräer 4, Vers 32, seht lieber vom Horten leiftulich einer zum anderen und vergebt jünd untereinander. So soll wir auch tun, uns untereinander vergeben, so als Gott jünd in Jesus Christus alles vergebt hat. Durch sein Tod, durch sein Blut, das er hat. Er hat unsere Sünden betont. Und wir wissen, dass Gott will haben, dass alle Menschen sollen das wissen. Dass er alle Menschen, die durch Jesus Christus allen die Sünden betont haben. Nicht bloß eine Person, nicht bloß das einzige Mal, wir sind vielleicht hier lehrt, einzige Mal, wir als Mennoniten, wir sind bloß da. Für die anderen ist das nicht. Die Juden, die leben auch so, die leben die Griechen, für die wird das Evangelium nicht gekommen, dass wir bloß für Juden. Und wir sind einzige Mal auch so dort, wir leben vielleicht mit sehr, bloß wir sind die Rechte. Wo er sagt, er hat allen die Sünden betont, in jedem einen. Als Jesus da am Kreuz hängt, wir sind jetzt über Ostern durchgegangen in Stelle Friedach und haben uns erinnert von Jesus in Leiden und Sterben. Und nachher war er abgestoßen wieder. Und sagt in Johannes 19, Vers 30, sagt er, es hat am Kreuz hängt, jetzt er gestorben und sie hat es vollbracht. Er ist fertig. Er sagt, es ist finished. Und ich glaube, was er hier sieht, in anderen wird gesagt, ist, das ist alles betont. Das ist ganz betont, paid in full. Du wirst rein und ewig geblieben, was du nicht noch viel zu betonen, dass wir sollen gehen, das betonen, unsere eigenen Sünden. Das bloß annehmen und danken dafür. Das annehmen, dass er der Sinn betont für uns. Der Sünden, die wir uns angegangen haben. Und so schickt Jesus auch, dass er hier wird, schickt der Menschen Rüd einmal, 2 bei 2. Will er sich da so Rüd gehen und das Evangelium predigen und andere helfen, eine Gäste ausdrüben und so weiter. Markus Kapitel 6, Vers 7 sagt, und er fordert sich die 12 und schickt die Vorwärts aus und gibt an Kraft über die andere Gäste. Er schickt die Rüd, aber er schickt ja nicht in ihre eine Kraft.
hij geeft de kracht, dat hij kunnen in zijn kracht gaan, alle Gäste uitdrijven. En zo dat hij ook met de 70, en zo schickt de 70 uit, ook paar wie samen schickt hij uit, alle Gäste uit te drijven, en jij den Feind te kämpfen en andere mensen te helpen. En zo wil God van der und daar ook nog einmal gaan. God wil gaan, zien willen, als dat alle mensen zich bekeren zullen. En zo wieder hier, als hij naar Himmel fahren, der Jerusalem ver, dat hij naar Himmel fahren, van dan als hij abgestoßen wird von dood, wird hij nach 40 Jahren und weiß ich von anderen Menschen, dat er verneuft kan zijn dat hij wird wirklich vom dood abgeweicht. Veel mensen sagen, dat hij am Kreuz hängen deed en hij wieder gestorben en dat hij nu wieder abgestoßen wird. So leid hij sich von vielen Menschen noch sein. Sag in Apostelgeschichte 1, Vers 3, aus seinen Lieden immer wieder stahl er sich des Mann fair, dass er ohne Zweifel war lebt. Dass die Menschen nicht zweifeln brauchen, aus der von dort abgestoßen wird oder nicht. Aber nu, schickt er ihn rüt, dass sie sollen rüt gehen, 2 bei 2, hat er eine Arbeit verernt, und der schickt ihn rüt. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt er, als er mit einem Taub wir, jetzt er im Himmel vorne, befahl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen. Also hier hat er ein anderes Gebot gegeben. Ihr schickt er rüt, aber nu sagt er, nicht fortgehen, nicht rütgehen von hier, bleibt in Jerusalem. Dann sagt er, soll überwachen, bis sie dort kriegen würden, was der Bruder versprochen hat, wovon sie jemi haben reden hielt. Also er hat alle gesagt, dass sie wollen den Heiligen Geist kriegen, sie wollen den Helfer kriegen, von er würde in den Himmel fahren. Und dann sagt er in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1, und aus der Pfingsttag dann kam, werden sie alle ab eine Stelle taub, und plötzlich hielten sie so aus dem Sturm, ein rügend Gelüt vom Himmel, so dass ein ganzes Haus zu hören wir, wo sie saßen. Also hier wird ein großes Geräusch, was hier anfängt. Und alle, was am Haus waren, werden hören das. Aber dann, in Vers 3 sagt, dann sahen sie mit einmal Zungen aus von 4, und der sahen sich ab jedem einem von an. Und bitte denken, was da passiert ist, die Menschen, ich weiß nicht, wie viele Menschen wollen da gewesen sein, was da top gewesen sein, aber da wird das 4 Flammen gingen, sahen sich jedem einen ab dem Kopf. Das wird auch was ganz Fremdes, was sie noch nicht belebt hatten. Und das ganz Erste, hier kriegen sie eine Kraft durch den Heiligen Geist. Aber das Erste, wo wir von lesen, dann steht das von, dass sie können mit anderen Sprachen reden. Sie können, da haben die Kraft gekriegt, andere Sprachen zu reden. Das heißt, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden. Du nur aus der Geist an, das möglich mögt. Das wird der Geist gibt ihnen die Möglichkeit, andere Sprachen zu reden. Und ich wundere uns mal, warum sie in andere Sprachen reden können, warum die gehen. Aber ich glaube, wir dürfen, dass Menschen von weit auf Raum, was in Jerusalem wären, dass die können das alle in ihrer eigenen Sprache hören, dass die können die hören kriegen, was Jesus zu sein hat, was Gott will haben, was sie sollen hören. Sagt er in 2. Kapitel, Apostelgeschichte, Vers 5, du wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter den Himmel. Und das zu hören, die alle, die viel diese Botschaft zu hören, und die haben verschiedene Sprachen. Das sage ich auch, sei, dass die Leute Hirden kämen in Grauteil verwillet taub, will sie Hirden, dass die in jedem seine Sprache reden deuten. Das wird dann wirklich fremd. Dass sie in Jerusalem wären und sie wissen gleich von so vielen Sprachen an, was sie wären, aber diese vertalten von Dingen ab ihre eine Sprache nur. Sag ich ganz verwundert, frühen sei, sind nicht all diese, die da reden, von den Galiläa? Also hier wundern die sich. Sie wissen, dass was hier von Galiläa wären, diese Menschen, die vertalen deuten, so viel wissen sie am von denen, dass wir gleich sehr hohe Utgelehrer haben, gleich Schulen gehabt, und am Kern andere Sprachen zu reden, so viele verschiedene Sprachen reden, dass wir wirklich hohe Schulen gebraucht haben, wo sie sich das haben können lernen. Aber diese Männer, die wären von Galiläa, die wundern dort, dass diese Männer, das uns dort wurden vertalen. Das sagt, was ist das dann, dass wir
die in jeder in seine eine Sprache hören. Das können sie alle in ihre eine Sprache hören. Das wird wirklich ein Wunder Gottes. Sich verwundert und verwillert, früher so einer dem anderen. Was jaft es nach? Was kann es nachgeben? In Vers 37, als sie hier, dat wat einmal sie gehört haben, sie haben sich verschuldigt in ihr Leben, was sie gelebt haben. Und das, was sie nicht hier dann sagt, als sie das hierden, ging an dort zu horten. Das ging an zu horten, was sie hier dann, das ging nicht bis vorbei. Da sagen sie sehen, der Petrus in der anderen Aposteln, je Mana und liebe Brüder, was soll wir tun? Sie wissen, dass sie kommen, da sie wieder in Kart gefallen und sie sagen, was müssen wir tun? Was soll wir tun? Und was sieht Petrus da an? Petrus sieht da an, geht an und lot ihn alle in Jesus Christus sie Namen deupen, dort jünt die Sünden vergeben worden. Dann wird Gott jünt den Heiligen Geist schenken. Also das ist, was die Botschaft wird. Sie sollen sich amtieren. Sie sollen amtieren von ihr alten Leben, so dass sie hier gelebt haben. Sie sollen sich bekehren und sich lassen deupen. Und das, was da passieren wird. Vers 41 sagt, in die sein Wort mit Frieden abnehmen, leiten sich deupen, und an den Tag werden dort 3000 Säulen taub gekommen. 3000 Säulen in einem Tag. Das habe ich fertig gehört. Und bei mir, als ich noch einmal war, abfallen, wenn ich das lesen da und da wirklich mal überdenken. 3000 Säulen zum Glauben gekommen in einem Tag. Und war da, wo war das für eine Freude war es im Himmel? Das wie ich schon lesen, dann sagen, wenn ein Sünder sich bekehren, dann ist eine große Freude im Himmel. Wenn ich mal denke an 3000 Säulen, die zum Glauben kommen. Und das wird die neue Botschaft, was sie hören, das wird was nicht, was sie noch nicht gehört haben, und sie werden neugierig dazu. Und sie leiten sich, kommen zum Glauben, das sagt in Vers 42, und sie bleiben beständig in der Apostel Elia in Gemeinschaft, beim Brotbrechen, in einem Gebet. Sie hatten Verlangen, Brot zu brechen mit einer Taub in einem Gebet. Sag in all die zum Glauben kommen werden, werden taub und haben alle Sachen gemeinsam. Hier wird eine Einigkeit, sie werden sich einig, einer mit den anderen taub. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tag im Tempel taub kommen, wo einmal dann taub kommen, im Tempel, da kommen sie jeden Tag taub, und gingen auch von Haus zu Haus. Sie dort nicht bloß da, aber sie gingen sogar von Haus zu Haus dort Brot brechen, sie eiten mit freier Taub und werden von Horten wieder Sach. Wie dort, was sie gelehrt haben. Und sie loben Gott und haben der Friede, dass an alle Menschen Gott teilgedonen werden. Und dann sagt er, in der Herr braucht alle Tag Söhne, die in der Gemeinde nennen, die selig werden. Das bleibt euch zu bestehen. Da kommen immer weiter, mehr zum Glauben. Jeden Tag kommen die Menschen zum Glauben. Das ist, wo die Kirche anfängt. Zum Anfang. Menschen kommen zum Glauben und kommen taub, haben gemeinsam, einer mit den anderen taub, werden sich einig. Und wir weiten gleich diese selbe Botschaft, was das hier hören, die fehlen von der und Tag nach vielen Menschen. Viele Menschen, die fehlt diese Botschaft, die hören. Da sind viele, die hören auch, aber die nehmen das nicht an. Und ich glaube, dass ab zu uns wieder die Glauben tun, dass wir rausgehen und Balance sind, unter der Botschaft zu geben. Markus Kapitel 16, Vers 15 sagt, er sagt an, Gott in der ganzen Welt nennen, predigt alle Menschen das Evangelium. Also alle Menschen sollen das hören kriegen. Die sollen das weiten. Weil es Gott will haben, dass die Menschen sich bekehren sollen. Nur 1. Timotheus 2, Vers 4 noch. Da sagt er, der du haben will, dass alle Menschen sollen gerettet werden. In der Wahrheit kennenlernen. Und das viel zu lernen, dass der Wahrheit lernen bedeutet. Das ist, was Gott sein Verlangen ist. Viele Menschen, die hören dort, aber die schreiben dort zu sehen. Da sind so viele Menschen, die merken sich ihre einige Satz da, in Regelungen, und haben einfach ein Verlangen, da nur zu folgen. Aber einmal war er nach Fallen, dass sie an die Karte kommen.
Sie kommen kort in de dingen die sie doen met ihre werken. Weil sie finden nicht Frieden. Und das ist nicht, wo sie Frieden finden wollen. Das ist nicht, wo der Frieden kommt. Du hast nur ein Weg. Das ist nicht, was wir lesen. Das ist nicht durch unsere Werken, aber nur durch den Glauben in unseren Herrn Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt er, und du hast auch in 6 keinem Radung, weil es uns Menschen als unter dem Himmel 6 Numen gegeben, durch dem wir kennen selig worden. Nur durch Jesus Christus. Und in jede Person, das sind wer das ist, der muss selbst die Entscheidung merken, das Unternehmen. Jesus Unternehmen ist sein persönlicher Heiland. Der muss durchkommen, dass er das sein kann, dass an Jesus Christus fehlen wird, dass er sich selbst nicht raten kann. Und das sagt in Römer Kapitel 10, Vers 13, sagt, wer immer den Herrn in sie Namen anruft, wird selig worden. Hier ist kein Zweifel, dass wer den Herrn anrufen wird, der wird selig werden. Viele Menschen zweifeln hier an. Aber hier ist kein Zweifel. Das sagt hier nicht, der wird vielleicht in der kann, dann wird er nicht Gelegenheit sein. Aber das sagt, no, der wird selig werden. Nicht vielleicht. Und uns Verstand nur, weil wir uns immer so, wie uns fehlt dann immer was wir sollen tun. Aber wir können es nicht, ob uns nicht Verstand verloren. Das spricht ja 3, Vers 5 auch sein, dass verlot ihr ab dem Herrn mit dem ganzen Hort und verlot ihr nicht ab den einen Verstand. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus sagt an, ich sehe der Weg, der Wahrheit in das Leben. Keiner kommt dem Vater, büter durch mich. Büter durch Jesus Christus. Ich habe nicht im Himmel kommen. In Hebräer 10, Vers 20 sagt er, Jesus selbst hat uns das Opfer von seinem Körper, dessen nie lebenden Weg nur Gott hat aufgemerkt. Das war der erste nicht auf. Für jedem einen. In 1. Johannes 4, Vers 11 sagt er, Gott hat gesagt, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Das hat er all getan, das ist passiert. In das Leben ist in sein Sehen. Durch sein Sehen ist das passiert. Das hat er all getan, das ist nicht so, was danach kommen wird. Aber das hat er all getan, das ist betont. In Vers 12 sagt in 1. Johannes 5, wer Gott sein Sehen hat Leben. Und wer den Sehen nicht hat auch nicht Leben. Hier war sagt er auch, das sind weder oder. Wer den nicht hat, der hat Leben. Und wer am nicht hat, der hat nicht Leben. Entweder wir haben Jesus Christus als uns persönliche Heiland oder wir haben nicht. Und das wird Gott haben, weil wir sollen glauben und dass wir das beuten sollen. In 1. Johannes 4, Vers 13 sagt er, das schrieb könnt. Der je an Gott sehen sehen glauben, dort die weiten. Das wird leicht einmal, wenn er lesen hat, sagt er, dort die weiten, dort die das ewige Leben haben. Hier habe ich klar hier, dass Gott haben will, dass wir das weiten sollen. Wenn er das nicht will haben, dass wir das sollen weiten, wenn wir immer sollen zweifeln in unser ganzes Leben, dann wird er das nicht so klar haben und abschreiben. Dass wir das weiten können. Einmal auch Vers 16 sagt, der Jesus selbst gab uns das Zeichnis, dass wir Gott seine Kinder sind. Dann, wo wir Frieden haben, wir wollen das feilen in uns. Das sagt in Römer 8, 17, sei wir über Kinder, dann sind wir auch Gott seine Orben, in Christus seine Mitorben. Das ist, wenn wir mit Armtaub leiden. Dass wir auch mit Armtaub verherrlicht wurden. Ich habe hier, wir wollen das Himmelreich Orben, wo Jesus Christus auch ist. Wir sind ganz bekannt mit einem Aufgabe. Wenn da ein Aufgabe verteilt, dort wird man ausgeteilt, was in der Familie sind, zu der Familie gehören nun. Gleich erst mit das. Wenn wir seine Kinder sind, dann wollen wir dort das Orben, das Himmelreich Orben. Aber nicht so, dann wird nicht der Arm gehören nun. Und dann sagt er, wenn wir mit Armtaub leiden wollen, wir hier einmal so eine Menschen predigen, wird sein, wenn die wollen Jesus Christus annehmen als ihren persönlichen Heiland, dann wollen die nicht keine schwere Tiden mehr gehen, alles wird gut gehen mit die, dann wird alles fein sein. Aber das sind Leers. Das ist nicht, was der Chef sein wird. Das ist, wenn
wollen mit Amt lieden. Wenn wir wollen in Arm sein, dann wollen wir die schwere Tiden gehen. Wir wollen lieden, kriegst du es heilhaft muss lieden hier auf Erden. Johannes 16, Vers 33 sagt uns ganz klar, sagt, wir wollen in dieser Welt, wo wir durch verschiedene Probleme und Troubles gehen, aber wir können uns freuen, wir können Frieden haben in Arm. In Arm können wir die Welt Frieden haben. Wir wollen auf der Welt gewonnen. Heuer sucht durch viele schwere Tiden gewonnen, aber auf der Welt gewonnen und mit derselben Kraft können wir auch sicher sein. Und dann sagt er in 2. Timotheus 3, Vers 12, sagt er auch, dass all die den falschen Willen haben als Christen, fromm zu leben, müssen mit Verfolgungen rechnen. So hier können wir hier, wenn wir als Christen wollen fromm leben, dann können wir uns darauf rechnen, dass wir wollen durch Verfolgungen gehen. Paulus in seinem Leben, wenn wir in seinem Leben mit betrachten, dann wird er alles durchgehen in seinem Leben, wie viele schwere Tiden er durchging, aber er wird wollen, dort durchzugehen und dann wird ihm das kosten leid. Er glaubt an Jesus Christus und er wird wollen, und sein Verlangen wird, dort zu predigen, dass alle anderen auch sollte hören kriegen und dann wird ihm das kosten leid. Er muss durch viel schwere Tiden gehen. Aber er sagt in Römer 8, Vers 18, so steht, er sagt, für mich zu beseinen, sind diese Lieden nicht wert mit der Herrlichkeit zu vergleichen, der Anzahl offenbart worden. Also er können vorabchecken im Glauben, bis er da wird auch besser kommen. Das wird nicht mal zu vergleichen mit dort, was er durchgeht, in der schweren Tiden. Und wir wissen, dass wenn wir lesen in der Schrift, alle Wegen, wo wir können lesen, was Gott reingemerkt hat für uns. Er hat was sehr Gutes reingemerkt für uns, wo wir können lernen. Und das steht, was wir uns nicht feststellen können. Nur 1. Korinther 2, Vers 9 sagt es, über Jod so, als geschrieben steht, was kein Uhr gesehen hat, und kein Uhr gehört hat, und wo an kein Mensch gedacht hat Gott reingemerkt, für die am Gott sein. Also das sind dann, wovon Gott wir kann sein, oder wovon Gott Dinge wir hören können, oder was wir uns können ans Verstand bringen, wo wir können denken, das sind nicht nur Dinge, die dich bekommen, für dort, was er freigemerkt für uns. Und das haben wir uns verloren. Das ist, was da reingemerkt ist, für in jedem einen. Das sagt in Johannes 14, Vers 2, in mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich das gesagt haben. Ich gehe also hin, Jünt steht rein zu merken, und wenn ich hingehe, der steht für Jünt rein zu merken, wo ich zurückkomme, in Jünt auch dahin nehmen, dass die da sind, wo ich sie. Also wir können hier, er ist gegangen, steht rein zu merken, und er wird bei kommen. Das hat er uns gesagt, er wird bei kommen. Das haben wir klar weiten, weil er hat es gesagt. Gleich wie dort, verloren wir uns darauf, dass er wird bei kommen. Haben wieder Entscheidung gemerkt, dass wir am anderen und uns persönliche Heiland in Römer 10, Vers 9 sagt, dass wenn du mit dem Mühl Jesus als Herrn bekennst und glaubst, dass Gott am Wort vom Tod, dass er am vom Tod abgeweicht hat, wirst du seilig. Also das hat immer zu tun mit dem Glauben, ob wir das Glauben tun oder nicht. Da sind viele Menschen, die können das selbst lesen, die lesen dort und alles, aber dann sagen sie einmal, jo, Oba. Ich sage einmal, das wird, wenn die Menschen das wird, brauchen ein Oba. Das ist so viel gesagt, die glauben dir gleich. Dann haben sie andere dabei zu leiden. Dann sagen sie, jo, Oba das, Oba dort. Das ist einmal Oba dabei. Das ist kein Oba. Das ist nichts. Das ist, was das wird sein, und so ist das. Und auch Römer 10, Vers 10 sagt, wer vom Horten geleift, wird gereicht, und wer mit dem Mühl bekannt, wird seilig. Der Schrift sagt, wer immer an mich glaubt, wird nicht geschont worden. Der wird nicht geschont worden. Wir wollen uns nicht anschmieren. Durch haben wir uns verloren. Und dann sagt er in 2. Korinther 1, Vers 52, es steht, er hat uns für sich gestampelt. Er hat uns seinen Geist in uns Hort gegeben, als ein Garantie für dort, was noch kommen soll. Kann das noch klarer werden als dort? Er hat uns gestampelt, das ist eine Garantie, dass wir das wollen kriegen. Auf Englisch sagt er hat uns gesealed. He has put a seal on us. Er sagt sogar in Johannes 10, Vers 28, und ich sage, ich gebe
ein ewiges Leben und sie werden niemals ankommen. Durch haben wir uns verloren. Wir wollen nicht ankommen, wir wollen für ewig gerat sein. Und keiner kann da meine Hänge retten. Wir wollten so gut, dass hier uns der Feind wird leichen, uns zu versägen und uns proben anzureden, uns proben zu sagen, dass wir können das nicht wirklich weiten, wir können das nicht leben, wir sollen uns mal selbst mit dir beobachten, was von Leben wir geführt haben. Da würde jeden Mal haben, dass wir sollen sein, ja oder so. No, für mich ist das nicht, ich kann das nicht. Aber das ist nicht, was der Chef sein wird. Wir wollten, dass der Gott, derselbe Gott, was die ganze Welt in seine Macht hat, in seine Hände hat, so hat auch seine Kinder in seine Hände. Und durch haben wir versichert uns an, durch haben wir abbühen, uns Vertrauen ganz darauf leihen. Der Böse findet, der wird leichen. Einmal war der wird leichen, uns zu verstehen, und was er probt zu tun, ich glaube, wenn er einmal war ankommt, was sein Verlangen, sein Willen ist, dass er uns kommt durchkommen, durchkriegen, wo wir anmutig sind in uns Leben, und dass wir keine Lust haben, und jährliche Dinge zu tun, oder andere zu verteilen von einem, dass wir nicht fruchtbar sind. Der Schrift sagt, wir sollen wachsen und teilnehmen in uns Leben. Aber wenn er uns bringen, dass wir zweifeln tun und anmutig sind, das was sein Willen ist, dann können Christus wachsen. Dann bleiben wir durch Stärken, so zu sein. 1. Johannes 4, Vers 4 sagt, liebe Kinder, je sind von Gott und haft er all besiegt, der jest, der in Jünd ist, als greater als der in dieser Welt ist. Also die Kraft, die haben wir in uns, die haben wir uns gegeben, der ist greater als der Feind. Dann sagt er in Epheser 6, Vers 10, der Talat sorgt dafür, dass die stark wurden, durch die Kraft, die er Jünd gegeben hat, der er Jünd gibt. Also hij wil graag dat we zijn leven in onze ene kracht. Dan worden we krachtvoll, wenn wir in onze ene kracht worden leven. Aber wir sollen in der Kraft, die Herr uns gegeben hat. Gott gibt seine Jünger auch Kraft, eine Möglichkeit, als er entscheiden hat, sagt in Lukas 10, Vers 17, dann kam der 70, als er durchgeschickt hat, haben eine erste dreven en ze wieder en hadden gedaan wat ze zullen doen en sagte, dan kwam de 73 en zeiden, Herr, in die noemen zijn onze Gorde zo tun en doen. So der vreden ze zich. Ze hadden deze kracht gekregen. Zeg in die noemen zijn ze Gorde zo tun als en doen. En hij zegt, de vers 19 zegt, kijk mal, ik heb jullie de kracht gegeven op slangen en scorpionen, ram te klingen en over den Feind seine Gewalt zu stonen. Er sagt, in Jünd wird das nicht schaden. Aber er sagt, doch jene Fried soll nicht daran sein, dass Jünd die Erste in ihr Tun sind. Er sagt, Fried Jünd dort, dass die Nomen im Himmel geschrieben stehen. Das wird er wohl haben, wo er Fried soll sein. Dass Nomen wird im Himmel geschrieben stehen. Da sollen wir uns verheben und fragen, wo steht uns nun? Es ist uns nun im Himmel geschrieben, frei wir uns, dass Jesus in Wara kommt, dass wir uns können verloren, wann er wird kommen, dass er uns da annehmen, wo er ist. Oder haben wir Angst? Grüßen wir uns für Jesus in Wara kommen? Ich glaube, wenn wir noch Angst haben, dann steht das nicht reich mit uns. Mein Gebet wird sein, dass wir dort wollen annehmen, was Jesus uns angeboten hat, was er getan hat für uns Leben, und dann in der Sicherheit leben. Dort annehmen, was der Chef sein wird. Nicht zweifeln. Glauben, was er sein wird. Hebräer 3, Vers 15 sagt, so als gesagt ist, von der, wenn die seine Stimme hören, dann verhört ihr Hort nicht. So viele Menschen, die tun das. Die schreiben das zu sehen. Die verhorten, der Wort der Evangelium gepredigt, aber die merken, er wird bis einmal bei der Horten sein, ich sage auch nicht rein. Viele Menschen, die sagen, ich will nach, aber nicht von der, ich sage auch nicht rein. Viele Menschen, die sagen, sie machen sich ich selbst gut merken, sie wollen besser werden, als sie können durchkommen. Und wenn wir das aber unsere eine Bedingung wollen, in unsere Zeit sagen, wenn wir rein sind und wir wollen, dann wird das immer passieren. Er sagt, von der ist der Tag. Wenn ihr seine Stimme hören tun, nicht jünd hört merken. Das wird mein Verlangen wird sein, auch für jedem einen, wer das noch nicht angenommen hat, dass er wird von der, sagt das sicher merken, wo er stehen wird, wann Jesus wird kommen. Wollen wir noch beten.
Großer himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für wer du bist. Wir danken dir für deine große Liebe zu uns Menschen. Dass du uns so viel gelebt hast, dass du deinen Sehen schauen deitst, hier auf Erden zu leben und dann zu Gott lässt, zu sterben für unsere Sünden und unsere Sünden betonen mit seinem Blut. Dankeschön dafür, Gott, dass du uns so lieb hast. Und ich danke dir, Gott, dass du uns auf so vielen Städten hast und durchgeschrieben, dass wir das können lesen und weiten, dass wir nicht brauchen zweifeln, wo wir hinkommen und wenn wir uns die auch annehmen. Gott, ich bete, wenn die Sonne sind, was das eigentlich angenommen hat, dass du wirst ertragen. Du sagst, bitte, du ertragen das, was können die Möglichkeit haben, die zu kommen. Ich bete, dass du wirst so ertragen von der, was diese Entscheidung noch nicht gemerkt haben, dass die wollen von der Entscheidung merken, dass die das nicht länger aufschieben. Ich danke dir noch einmal, Gott, für dein Wort und ich bete, dass du das wirst segnen zu uns. In Jesus' Namen bete ich das mit Danksagung. Amen.